Spezies, YouTuber und Gamer. Wie heißt du und wie heißt dein YouTube-Kanal? Ich heiße Mars und mein Name Mars McPracht. Ich bin Holger und mein YouTube-Kanal heißt Fernsehkritik TV Plus und Pantoffelkino TV. Mein Name ist Quink, mein YouTube-Kanal ist Quink306. Gewöhnlich trage ich dabei nicht diesen Helm. Ich heiße Mirko und ich bin das Mirko. Ich heiße Renja und mein YouTube-Kanal heißt Equitas. Ich bin Katrin, auf YouTube heiße ich Cold Mirror. Ich bin Tom von Polysemia und der YouTube-Kanal heißt Rumblebee666, yeah! Was ist dein Lieblingsspiel? Brettspiele! Du hast Gothic gespielt, Tom. Hey, Gothic ist mein Lieblingsspiel! Mein Lieblingsspiel ist GTA 4. Ich mag eher so alte Klassiker, also die Zelda-Reihe, die Mega Man-Reihe. Mein aktuelles Spielsystem ist noch einmal ein Super Nintendo Entertainment System. Was ist das Beste an der Gamescom? Ja, Du warst nur einen Jahr Tag. war es schön. Ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht zu warten. Dieser dunkle Raum da, in dem ich bisher drin war und die Autobahn. Mittlerweile sind Spiele ja richtig ein Kulturphänomen. Und daran, was auf der Gamescom vorgestellt wird, sieht man so ein bisschen, wo diese Kultur eigentlich gerade hingeht. Also ich habe mir die Vorschau von diesem Saints Row angeschaut. Irgend so ein komisches Zuhälterspiel, was so ähnlich wie GTA 4 ist. Darauf freue ich mich schon. Das ist doch sehr lustig. Hast du besondere Erinnerungen, die du mit Games verbindest? Das erste Game ist Lemmings. Da waren ja wirklich sehr schöne musikalische Kulissen. Da war da zum Beispiel hier Schwanensee. Ne? Ich habe mit einem Game klassische Musik kennengelernt. Lieblingsspiel, als ich ganz klein war, da hatte ich noch einen Commodore 64 und da habe ich Paperboy gespielt. Das Spiel hat nicht mehr richtig funktioniert, denn da war ich so sauer, dass ich es an die Decke gepfeffert habe. Und die Floppy Disk ist in der Ritze von der Täfelung der Wand stecken geblieben und kam nicht mehr runter. Und ich war damals zu klein, um sie wieder runterzukriegen. Ich konnte nie wieder Paperboy spielen. Ich weiß noch, wie ich damals meine Super Nintendo bekommen habe und damals Super Mario World dabei war und das Spiel auf Englisch war, habe ich mir dann damals extra einen Duden gekauft, einen englisch-deutschen Übersetzer. Wenn ich immer Super Nintendo und zwar Mario Kart gespielt habe, habe ich versucht immer mit dem Controller mitzulenken und ja, dann haben mir alle gesagt, du kannst mit dem Teil nicht lenken und das ist bis heute hängen geblieben. Aber jetzt kann man damit lenken, wenn man das... Jetzt geht das. Wie verbindest du Games mit YouTube? Ich spiele ein Spiel, nehme das Ganze mit einem Programm auf und kommentiere das Spiel dabei und lade das in mehreren Teilen auf YouTube immer weiter hoch. Was ich sehr gerne auf YouTube gucke, sind Let's Plays, also wo Leute Spiele spielen und dazu kommentieren, und zwar live, während sie spielen und sich dabei tierisch darüber aufregen, dass ihre Spielfigur gerade in den Abgrund runtergeflogen ist. So, Entschuldige, ich muss mal kurz hier rüberschwenken. YouTube ist natürlich auch ein extrem guter Ort, um Spiele vorzustellen, und wenn man von einem Spiel gehört hat, sich das noch nicht so richtig vorstellen kann, da kann man dann erst das Gameplay sehen. Wenn man gehört hat, ein Spiel hat eine scheiß geile Grafik, okay, schaue ich mal bei YouTube, ob ich das finde. Was ist das Beste an Games? Es ist erstmal eine Unterhaltung, man kann viel Spaß haben und auch gerade im Multiplayer, man kann mit vielen Leuten kommunizieren. Wenn man eine Open World hat, das heißt eine riesige Welt, die man erkunden kann, mache ich es halt gerne, um mal ein bisschen aus dem stressigen Alltag rauszukommen und auch um Zeit totzuschlagen, wenn mir langweilig ist. Auch wenn ich keinen Stress habe, spiele ich gerne Games. Es ist nicht einfach nur Kinderkram, sondern damit kann man was machen. Das Beste an Games ist, dass ich da ausleben kann, was ich im normalen Leben nicht darf. Dass man sehr häufig Sachen ausprobieren und durchspielen kann, die man im realen Leben nicht durchspielen kann. Du hast halt nie die Möglichkeit, keine Ahnung, Dach zu jagen oder so. Mit Games kannst du das halt umsetzen. Du hast niemals, also wahrscheinlich nicht, in deinem Leben die Chance, eine riesige Armada zu befehligen, die eine Alien-Invasion aufhält. Oder Zerstöre nicht meine Träume.